Hallo Reisefreunde! Hallo zusammen! Jetzt hast du den Einsatz verpasst. Ja, wenn du einfach losstürmst hier. Naja, Timing müssen wir noch mal üben, nachdem wir jetzt eine Woche Pause hatten. Ja, also jetzt sind wir wirklich richtig lange stillgestanden. Ihr habt das sicher alle das letzte Video gesehen. Wir hatten einen richtigen Tiefschlag und wir haben richtig an allem ein bisschen gezweifelt. Aber jetzt sind wir wieder unterwegs, wir sind wieder on the road und wir sind in... Schwedisch Lappland. Wir sind in Lappland und darauf haben wir uns so sehr gefreut. Das ist so eine spezielle Region. Gestern haben wir schon mal 3,5 Stunden gemacht. Wir sind schon mal 3,5 Stunden gefahren ohne Kamera, weil es musste einfach ein bisschen vorwärts gehen. Und jetzt sind wir schon in 3,5 Stunden am 66. Breitengrad. Also wir sind irgendwo in der Mitte vom Nirgendwo. Aber Steffi zeigt euch das jetzt mal kurz auf der Karte. Ihr seht das im Hintergrund, genau da sind wir jetzt. Und wir haben gestern aber noch ganz liebe YouTube-Zuschauer getroffen, und zwar den Falco und die Britta. Mit ihnen haben wir einen wunderschönen Abend. Ja, er war eigentlich schon wunderschön, aber... Es hat so viele Mücken hier, es ist unglaublich. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Vielen Dank euch für den wunderbaren Abend. Aber ich würde sagen, wir satteln die Pferde. Genau, starten Karlchen und dann düsen wir los, weil heute möchte ich hinter jedem Baum eigentlich anhalten. Gestern haben wir schon ein paar Elche sehen können, aber das geht immer so schnell. Und ja, heute ist das Ziel, Rentiere zu sehen. Ja, drückt uns die Daumen. Ich würde sagen, auf los geht's los. Schön seid ihr mit dabei. Los geht's. Echt spektakulär, diese Landschaft, unglaublich. Es ist fast nicht möglich, das Ganze irgendwie auf Film einzufangen. Wir sind jetzt von der Hauptstraße, von der E45 mal abgebogen und dann sieht es dann ganz schnell so aus, einfach gar nichts mehr. Das einzige Auto, das uns bis jetzt entgegengekommen ist, das ist die Post und sonst gar niemanden. Wir sind immer noch auf der Suche nach Rentieren und sind darum auch abgebogen. Diese Landschaft absolut unglaublich, also Schweden, so stellt man sich vor, ganz schön, und es ist so schön wieder unterwegs zu sein nach diesem Stillstand, den wir jetzt hatten. Ich würde mal sagen, wir schicken die Biene noch mal hoch, dass wir euch auch zeigen können, wie das Ganze sich hier darstellt. Ist wirklich absolut spektakulär und wunderschön. Ja, ab in die Luft. Zeit für eine kurze Pause. Wir haben heute ja einen regelrechten Fahrtag vor uns. 4 Stunden Fahrt vom letzten Übernachtungsplatz bis zum Arctic Circle. Ich freue mich so sehr darauf. Ich glaube nicht, dass alles nachher anders wird, aber dass es richtig cool ist. Und ja, für so einen Picknickplatz, da muss man in Schweden dann nicht lange suchen. Vom 45er einfach mal kurz abbiegen, in die Natur, eine Straße nehmen und dann endet man an so einem fantastischen Ort. Ich kann es nur immer wieder sagen. Daumen hoch für Schweden, wunderschöne Natur, wunderschöne Abgeschiedenheit und... Ihr hört es einfach nichts. Man hört keine Straße, man hört nur die Vögel zwitschern. Es ist wirklich Natur pur und wir machen uns jetzt etwas Kleines zum Mittag, dass wir nachher wieder so richtig Kraft haben, um weiterzufahren und um Rentiere zu suchen. Bis jetzt haben wir noch keine gefunden, aber es hat hier überall Spuren, also Haare und so weiter. Ich denke, es wird nicht mehr lange gehen, bis wir dann erste Rentiere finden. Ja,
Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Ganze mal noch kurz von oben an, dass wir auch wissen, wo wir hier sind. Machen etwas Kleines zum Mittag und danach geht's weiter. Wir kommen der Sache näher, weil das ist ganz klar Rentierwinterfell. Fühlt sich ziemlich flauschig an. Ich weiß nicht, ob man auf den Drohnenaufnahmen wirklich gesehen hat, wie schön es ist. Die Sonne steht ein bisschen blöd. Jetzt gibt es Mittagessen. Unter anderem habe ich mir Kaviar gekauft. Und zwar noch in Norwegen aus der Tube. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Bitte nicht verurteilen, aber ich fand das irgendwie ganz cool. Jetzt stechen wir das mal auf. Oh, es ist auf jeden Fall schon mal roter Kaviar. Und riecht wie Kaviar. Salzig wie verrückt, aber schmeckt. Was, habe ich wieder was Schweizerdeutsch gesagt? Ja, wir riechen alles, aber es schmeckt. Es schmeckt, ja. Dazu gibt es Knäckebrot, Gurke, ein bisschen Käse. Ihr habt es gesehen. Und danach haben wir noch mal 3 Stunden Fahrt vor uns. Bleibt spannend. Ich denke, wir sehen noch Rentiere, aber erst Genuss. Wir können jetzt davon schwärmen, wie wahnsinnig schön dieser Mittag war. War eigentlich auch, aber das Problem in Schweden ist einfach, es hat immer irgendein Insekt. Einmal ist es die Stechmücke, einmal ist es die kleine schwarze Mücke, einmal sind es die Wespen, einmal sind es die, was hatten wir schon? Bremsen, wirklich alles. Und heute Mittag wurden wir wieder schön gequält. Darum sind wir nicht lange sitzen geblieben, sondern fahren jetzt weiter Richtung 66. Breitengrad. Etwa 3 Stunden haben wir noch und für euch gibt es weiter die Bilder von der Fahrt. Gefunden, Leute, gefunden. Da ist es. Da steht ein Rentier. Alleine. Das finde ich ein bisschen speziell. Ja, wir müssen, glaube ich, weiter. Es ist ein bisschen gefährlicher. Ciao, Rentier. Und wenn man dann in Lappland mal eine Tankstelle sieht, dann sollte man unbedingt auch tanken. Unser Tank ist nämlich nahezu leer und ich glaube, das ist die kleinste Tankstelle, an der wir jemals auf unserer Reise getankt haben. Eine Zapfsäule, einmal bleifrei, einmal Diesel. Ich schreibe euch unten hin, was das kostet hier in Lappland. Ist nicht viel teurer als sonst. Jetzt machen wir aber den Tank voll, dann haben wir nachher wieder ein gutes Gefühl, um weiterzufahren. Sind doch immer noch fast 2 Stunden bis zum Polarkreis. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt füttern wir erstmal diese Maschine hier. Hat alles bestens geklappt, auch wenn wir hier für die Anlage Google Translate als Hilfe nehmen mussten, weil wir nicht mehr weitergekommen sind. Aber es hat geklappt. Wir haben für 70 € 43 Liter getankt und ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Liebe Reisefreunde, das mit dem Arctic Circle, das wird heute nichts mehr. Wir haben uns schon jetzt einen Schlafplatz für die Nacht gesucht, weil wir sind total müde. Nicht nur vom Fahren heute, sondern vor allem von letzter Nacht. Wir wurden so von den Mücken geplagt, dass wir kaum geschlafen haben. Wir sind total auf der
genau. Und ja, darum haben wir uns jetzt schon früher einen Schlafplatz gesucht. Einen absolut spektakulären Schlafplatz gefunden, und zwar bei den Trollefossen. Das sind wunderschöne Wasserfälle, die wir dann später mit euch auch noch anschauen gehen. Aber das war's dann für heute mit der Fahrerei. Reicht, wenn wir morgen wieder lange unterwegs sind. Arctic Circle gibt es dann im nächsten Video. Spielt keine Rolle, wir haben hier wirklich einen wunderschönen Platz gefunden. Wir sind nicht ganz alleine. Ist ziemlich beliebter Platz hier, wirklich voller Leute, aber trotzdem wunderschön. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen rum und schauen uns das Ganze an. Wirklich schon jetzt eine fantastische Gegend, aber aufgepasst, wer hier nach hinten fahren will. Wir sind jetzt wirklich 15 Kilometer über Schotterpiste gefahren. Ein bisschen beschwerlicher Weg, aber am Schluss lohnt es sich dann auch. Wir sind jetzt kurz vor der Hängebrücke und die Hängebrücke ist richtig cool. Maximum 2 Personen, zusammen 150 Kilo. Sonst bricht die zusammen, und von da haben wir dann einen richtig coolen Blick auf die Trollefossen. Übrigens die 2 größten Stromschnellen von Europa, die 800 Meter lang sind. Jetzt muss ich noch mal schnell kurz spicken, was ich da nachgeschaut habe. Auf einer Strecke von 800 Meter fließt der Fluss Pietvelen zwischen Felsen und Klippen über und überwindet dabei einen beträchtlichen Höhenunterschied. So hat er jetzt gerade meinen Informationspart übernommen? Ja, mache ich nicht zum ersten Mal. Du bist ja da nicht mehr so fit, habe ich manchmal das Gefühl. Ich war am Fotos machen. Tja Leute, und so sollte dann ein Tag eigentlich auch nicht enden. Ich wollte noch einen letzten Flug machen über die Trollefossen mit der Drohne, mit unserem Bienchen. Hat leider nicht geklappt. Die hängt jetzt da oben im Baum und keine Ahnung, wie wir die wieder runterkriegen. War so eine Scheiße, ehrlich. Ich wollte einfach noch schnell rauffliegen, habe nicht hinter mich geschaut und jetzt hängt sie da oben fest. Baum hochklettern ist keine Möglichkeit. Ah, so doof, ehrlich, so blöd. Ohne Biene geht bei uns ja wirklich gar nichts mehr. Ich zoome sie mal schnell ran für euch. Jetzt müssen wir irgendwas machen, dass wir die runterkriegen, weil kaputt ist sie bis jetzt noch nicht. Sie läuft auch immer noch, also nicht die Rotoren, aber sie blinkt noch. So eine Scheiße, ehrlich. Ah Mann, bei uns läuft es ja momentan wirklich nicht rund. Erst der Computer, dann die Batterie am Auto. Jetzt die Drohne. Oh Mann. Der Tag ist echt gelaufen. Hey Leute, Daumen drücken. Wieder. Und sie ist ziemlich heile. Ja, schaut mal unsere Konstruktion an. Toilette, Wischmopp und Decke, die im Gürtel hier festgemacht ist, weil er keine Hand mehr frei hatte. Ja, man muss sich zu helfen wissen, aber für heute ist Feierabend. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Genug Action. Wir haben auf dem Rückweg hier noch ein paar Blaubeeren gefunden, die habe ich schon im Fluss gewaschen und ich glaube, das war jetzt die maximale Action, die wir für heute noch ertragen. Blaubeeren, also Heidelbeeren sammeln. Eins steht sicher fest, es gibt weiterhin Drohnenaufnahmen. Mal schauen, wie lange noch.
ja, wir haben die letzten Zeit ganz viele Challenges miteinander zu lösen, aber ja, wir schaffen das immer noch besser und noch besser. Wir sind stolz darauf ein bisschen, kann man so sagen. Und ja, mehr zu diesen Trollepfosten, würde ich sagen, dann im nächsten Video. Wenn wir ausgeschlafen sind. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Energie haben. Wir essen jetzt zu Abend und gehen früh ins Bett. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann Daumen nach oben. Es geht weiter durch Lappland nächstes Mal und ja, schönen Hoffentlich Abend, dann Tag ein bisschen weniger Action. Bis dann. Tschüss.